Ich muss klatschen fürs Ja. Haus. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitch und zu einem neuen Video. Wir grillen heute bei diesem wunderbaren Wetter. Es gibt heute ein wunderbares Bagel-Sandwich mit Ribeye drin und so einem Tzatziki-Dip. Und zuerst müssen wir noch Bagels haben und wie man so wunderbare, feine Bagels macht, das zeige ich euch jetzt. Und natürlich braucht es so ein Söseli. Und auch das könnt ihr nachher machen. Für mein Bagel Ribeye Sandwich brauchen wir natürlich Bagel und ich mache heute New York Bagels. Ich weiss noch nicht genau, was New York dran ist, vielleicht sind sie gelb und sehen aus wie ein Taxi, keine Ahnung. Aber wir machen das heute hier in diesem wunderbaren Gerät drin. Und für das brauche ich als erstes 300 Gramm Vollmilch, 30 Gramm flüssiger Honig, ist 30 noch viel, 30 Gramm Olivenöl. Ich muss schnell umdisponieren. Es braucht Trockenhefe. Dann Trockenhefe. So 1 Teelöffel. Dann muss ich das hier drauf tun und die ganze Sache aufwärmen und 3 Minuten umrühren. Jetzt ist die Sache aufgewärmt und jetzt brauchen wir natürlich Mehl. Ich habe hier herkömmliches Weissmehl, 100 Gramm. Dann brauchen wir 1¾ Teelöffel Salz, also man nimmt einfach 2 Teelöffel Salz. Zack rein mit diesem Zeug, wir haben es gerne salzig. Dann kommt da wieder der Deckel drauf. Jetzt muss es 3 Minuten kneten. Jetzt habe ich hier den Teig, den Bagelteig. Der sieht jetzt so ein bisschen verfötzelt aus. Der kommt jetzt in eine Schüssel rein. Komm, Schätzeli. So. Jetzt vermische ich das, also mache einfach einen Teigkugel daraus. Und das fühlt sich schon richtig geil an. Das ist eben geil, wenn man zwischen Maschine und Mannesfrauenskraft, Gender, Frau Lehmann, kann einfach abwechseln. Das fängt einfach. So. Etwa so. Jetzt tue ich das Tuch drüber und lasse dann etwa eine Stunde, also im kalten Backofen gehen, weil dort ist es ein bisschen wärmer als in der Wohnung. Bis in einer Stunde. Tada! Jetzt ist der Teig ein bisschen mehr als eine Stunde gegangen. Und jetzt geht es ein Bagel formen. Und das wird lustig, weil das ist gar nicht so einfach nämlich. Und ich habe nicht wahnsinnig viel Geduld. So, jetzt muss ich den heute mal wiegen. Kilo etwa. Entschuldigung, jetzt bin ich in der Kamera angekommen. Ja, pro Bagel etwa 100 Gramm Teig, würde ich jetzt sagen. So, jetzt mal als High Professional. Ich muss sogar abwägen. So, wunderbarer Teig geworden, richtig fluffy, muffy, schmuffy. Ja, zum Metzger könnt ihr noch nicht arbeiten. So, und jetzt muss ich das kneten. Du musst gar nicht lachen. Weil das Nervige ist, ich tue meistens selber filmen. Da kann mich niemand kritisieren, niemand anlachen, niemand auslachen, niemand reinschnurren. Aber wenn natürlich der Kameramann, der Stefan, der Kameramann hinten dran hat, muss man reinschnurren, lachen. Ja, eben genau. Habe ich genug gejammert. Jetzt habe ich hier dieses Kügelchen und jetzt muss ich hier ein Ding drin machen, ein Loch, das durchdrücken. Und jetzt das Loch einfach so vergrößern. Und das ist der wunderschönste Bagel auf dieser Welt. Ich habe jetzt die Bagels geformt, sie sind jetzt wunderschön, aber es ist egal. Und wenn die jetzt noch in 10 Minuten aufgehen, habe ich hier ein so wie ein Wasserbad für die mit Natron und Salz drin und so. Und dann werden die Bagels hier innen gebadet, etwa 1 Minute, 2. Und dann kommen sie aufs Backblech zurück und dann werden sie backen. Und währenddessen jetzt das Ding hier aufheizt, machen wir einen Tzatziki-Dip. Oder sagt man mal Tzatziki, ich weiß es nicht. Salatgurken. Und schon wenn ich schmecke, wird es mir halb schlecht, weil ich nicht so gerne Salatgurken. Darum ist es super, dass ich Tzatziki mache, aber ich tue einfach verdammt viel Knoblauch drin, dass man es einfach nicht mehr schmeckt. Salz. Dann wird die Sache gehäckselt. Nein, ich kann das einfach kurz machen. Jetzt muss ich das Zeug umfüllen und abtropfen, 10 Minuten lang. Das Wasser ist jetzt hier im Köcher. Ich habe jetzt hier ein bisschen Zucker, Natron und Salz. Und hier drin schaumt es wie ein Sau. Genau. Dann habe ich noch ein bisschen Honig drin. Und jetzt, meine Damen und Herren, Freunde, das hier ist eine Brühe, die nicht auf der Haut ankommt. Also arbeitet zum Beispiel mit Händchen oder so, oder habt einfach auch fest Sorge. Jetzt kommen die hier in das Wasserbad rein für etwa 2 Minuten. Schau mal, wie gross sie werden.
Ja, ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass sie so gross werden. Boing, 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 boing. So. Die hier noch am Badensee kann ich da ein bisschen Sesam oder Kürbiskerne oder sonst irgendetwas drüber tun, zum Dekorieren. Hey, Random-Waldrand, manchmal hat einfach ein Rädchen, das man drehen kann, wie früher beim Grossi. Gott verdammt noch einmal. Es muss es so rauchen. So, jetzt kommen diese Rosetten in den Backofen. 200 Grad, etwa 20 Minuten. Ah ja, und jetzt währenddessen das Zeug im Ofen ist, können wir weiterfahren mit unserem Tzatziki. Die Gurkenmasse ist, wie sagt man das, entwässert. Ich muss das Zeug noch mit von Hang ausdrücken. Und da kommt das Material raus. Jetzt habe ich hier 3 Knoblauchzehen. Die haxen es. Jetzt habe ich hier 400 Gramm griechischen Joghurt. Der kommt jetzt da rein. 2 Esslöffel Sauerrahm. Salz. Pfeffer. Ich habe so einen Knoblauchpfeffer, weil wir nicht schon genug Knoblauch haben. Jetzt wird das verrührt. Jetzt kommt die ausgedrückte Gurkenmasse dazu. Das sieht fancy aus. Wie Alien Shit. So grünlich. So, das Tzatziki sollte jetzt fertig sein. Nur noch abschmecken. Dann kann man zum Beispiel Oliven drüber tun, als Deko, noch ein bisschen mit Olivenöl drüber träufeln und dann als Dip servieren. Und wir brauchen jetzt den Dip oder die Sauce für unsere Ribeye Sandwich. Ja. Fleisch is here. Während jetzt das Eck noch fertig aufheitet, tue ich schon mal so ein paar Sachen vorbereiten. Ich tue die Bagels mal aufschneiden. Dann haben wir hier ein wunderbares Ribeye Steak, das sich perfekt eignet für einfach anzubraten, scharf und dann schön aufzuschneiden und sich dann wie eine Symbiose mit dem Bagel vereint. Ich freue mich sehr, ich habe mega Hunger, vielleicht merkt man es. Was ich auch immer sehr, sehr gerne habe, ist Tomaten. Ich schneide jetzt hier ein paar feine Scheiben ab. Solarium on. Mehrmals wenden mit direkter Hitze, sodass es die wunderbaren Grillstreifen gibt. So. Wunderbare Röstaromen, ich sehe es schon von hier. Jetzt heute noch ein paar Minuten einfach so lassen, dass es ein bisschen durchatmen kann und dann geht es ans Schneiden und ans Belegen. Nehme ich hier von dieser wunderbaren knoblauchigen Sauce. Belegen es mit Fleisch. Immer schauen, ob es nicht giftig ist. Dann noch das Tomatchen drauf. Ich tue hier auch noch ein bisschen. Einfach doppelt geneigt hat besser. So. Ein Träumchen nicht? Ich finde es. So. Achtung. Ich sage euch, es ist einfach eine Kombination zwischen dem Fleisch, den Natron-Bagels, die wirklich so eine spezielle Kruste haben, und dann dem Knoblauch und man schmeckt gut fast aus dem Tzatziki, das ist mir mega wichtig. Das ist einfach geil. Es ist ein mega Aufwand, alles selber frisch zu machen, aber ich sage euch, das Endergebnis ist ein Wahnsinn. Also jede Minute hat sich gelohnt von diesem geilen Sandwich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns schon gleich wieder, hoffentlich ein bisschen bei besserem Wetter, aber Grillen kannst du eben gehen. Das ist halt einfach schön am Grillen. Von dem her, wir sehen uns, einen guten und bis gleich. Tschüss zusammen!